Wir haben ein Ehepaar eingeladen, das schon 18 Jahre verheiratet ist. Wir stellen Ihnen Fragen, die Sie vorher noch nicht gesehen haben und die Sie spannend werden beantworten. Hallo. Hallo. Hi. So, schön mal ein paar Dinge über dich zu erfahren. Ja, ich hoffe, du weißt alles. Ja, das... Anstatt die Schöne und das Biest, welche Überschrift würdest du uns spontan geben? Das Dream Team. Wir sind so ein gutes Team. In allem drin. Super Ergänzung zueinander. Passendes Dream Team. Das stimmt. Ja. Ich bin dran. Was an unserer Beziehung, Verlobung und Hochzeit war anders, als du es gewünscht hast? Also die Beziehung jetzt, die wir leben, die hätte ich mir nicht besser vorstellen können. Aber unsere Hochzeit, die war ganz anders. Ich hätte mir nie ausmalen können, dass man krank sein könnte an der eigenen Hochzeit. Und du warst das schon 3 Tage vor unserer Hochzeit, aber weil du ja kein Jammeri bist, habe ich das nicht so ernst genommen. Und du warst dann wirklich sehr krank mit hohem Fieber. Und die Rettungssanität musste kommen. Und wir waren zusammen, durften wir Krankenwagen fahren. Das war sehr aufregend. Und wir durften die Hochzeit durch das 2-mal feiern. 2-mal? Das war mega cool. Ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Was für ein Traum ist bei dir in Erfüllung gegangen? Genau in dieser Geschichte drin. Weißt du noch? Dass ich dass ich mit dem Krankenwagen fahren durfte. Ja. Genau. Und der Fahrer vom Krankenwagen, der hat gesagt, ja, das geschieht bei mir an der Hochzeit, hat die Kirche gebrannt. Ja. Das war wirklich, das war so lustig. Genau. Ja, und alle wollten ein Foto machen im Spital, weil, genau. Ja. Alle dachten, wir hätten einen intensiven Junggesellenabschied gehabt. Stimmt. Ja. Dabei hast du einfach zu viel rohe Milch getrunken. Genau. Campylobacter. Sag 3 Dinge, die du an mir liebst. Ich liebe deinen Charakter, deine Art. Du bist einfach, bei dir weiß man immer genau, woran man ist. Du bist so transparent, du kannst eigentlich nichts verstecken. Dadurch auch deine Ehrlichkeit und dein wunderschönes Aussehen. Du bist die Schönste. Wie viel war das? 4, 5? Egal. Ja, stimmt. Wie bin ich für unsere 3 Söhne ein positives Vorbild? Da habe ich so viele Dinge. Du bist wahnsinnig positiv. Du siehst in jedem Mensch eigentlich immer das Beste. Du hast so viel Geduld und das, was du sagst, das lebst du zu 100%. Und nicht nur beim Arbeitsplatz, in der Kirche, du lebst es zu Hause, du lebst es, wenn es niemand sieht. Und das liebe ich so an dir. Und manchmal nervt es mich fast ein bisschen, weil du so perfekt bist. Oh. Aber ich liebe es an dir. Wie wenn ich perfekt wäre. Ja. In welchen Lebenssituationen brauchst du mich am meisten? Das nimmt mich jetzt Wunder. Weil ich denke... Du hast einfach so ein offenes Ohr für mich und das tut mir so gut, wenn ich vielleicht eine intensive oder herausfordernde Zeit habe, dass ich einfach weiss, hey, wenn ich nach Hause komme, das ist für mich wie eine Oase und du gestaltest, du kreierst diesen Ort. Das ist wie die Atmosphäre, die da ist. Das ist so wie ein Oasenmoment für mich, wenn ich nach Hause komme und einfach da Zeit mit dir zu haben und auch einfach mal alles sagen können, was mich beschäftigt.
und einfach dein offenes Ohr darin, ohne jetzt auch immer irgendwie immer Ratschläge zu geben oder so, was ich dann vielleicht eher mache. Aber ja, das liebe ich. Was war die wichtigste Entwicklung in unserer Sexualität? Jetzt bin ich aber gespannt, was du sagst. Ja, jetzt schwitze ich. Ja. Nein. Ich denke, dass wir immer wieder darüber sprechen, über die Sexualität. Und da bist du mir auch ein Riesenvorbild, weil du bist schon immer sehr unverkrampft mit diesem Thema umgegangen und einfach auch Dinge auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren oder wieder darüber sprechen. Wir sind beide sehr strukturiert, organisiert und man denkt manchmal in der Sexualität, oh, das muss alles spontan sein. Aber mir hat es geholfen, dass wir haben so unseren festen Rhythmus in der Sexualität. Wir sind schon sehr geplant, ja, was unsere sogar im Sex. Aber das hilft mir sehr, dass ich mich darauf einstellen kann. Ja, mir kann. auch. Und du weißt, du kriegst es und ich weiß. Genau. Nein, das finde ich cool. Und dass wir wirklich offen darüber sprechen können. Ja. Welche meiner Charakterstärken siehst du in unseren 3 Söhnen? Ganz unterschiedliche. Also unsere 3 Söhne sind ja alle 3 so unterschiedlich. Und ich glaube, bei Levi sehe ich so ein bisschen manchmal auch die Sturheit vielleicht, würde ich sagen. Ja, beim Len sehe ich einfach, er ist so ein guter Connector. Es fällt ihm so leicht, mit Leuten, egal welches Alter, können Babys sein, das können alte Leute sein, einfach mit ihnen zu sprechen aus dem Nichts und auch so seine direkte Art. Emotionale Art. Sehr emotional, ja, die Emotionen. Ja. Bei welchem meiner inneren Kämpfe fühlst du am meisten mit? Ich denke ja, dass du gar keine Kämpfe hast. Weil du bist so ausgeglichen. Und ich habe das Gefühl, dir geht es fast immer gut. Und manchmal bekomme ich irgendwie, sagst du in einer Runde, das und das war, und dann schaue ich dich so an und so, das war ein Kampf. Deshalb finde ich es wirklich eine schwierige Frage. Deine inneren Kämpfe. Da muss ich jetzt überlegen. Weil du hast ja nicht das Gefühl, dass du es allen recht machen musst. Das wäre jetzt mein Kampf. Weil du sagst, ja, man kann es nicht allen recht machen. Zuerst dachte ich, das ist vielleicht ein Kampf von dir. Also das finde ich jetzt wirklich deine inneren Kämpfe. Scheiße. Ja, hey, ich finde ich schwierig. Nach 22 Jahren, hey. Wow. Ja, seht ihr, das ist eben... Vielleicht müssen wir das ein bisschen mehr zum Thema machen. Ich habe dann schon noch ein paar Kämpfe. Ja, eben. Oder mir mehr sagen, hey, was deine Kämpfe sind. Ja, gell? Ja, du fragst ja nicht. Ja! Also schon bei der Arbeit könnte ich... Nein, aber das sind... Genau, du bist halt nicht so emotional wie ich und deshalb, ich bin ja sehr emotional, bei mir kommt alles ungefiltert raus und deshalb nehme ich das vielleicht gar nicht immer so als einen Megakampf, stelle ich das fest, genau, weil du bist dann, das kommt schon gut, das sehen wir dann und ja, kann ich mehr sagen. Was wünschst du mir für die nächsten Jahre? Gute Frage. Ich wünsche dir, dass du
immer wie mehr von dem entdecken kannst und sehen kannst und umarmen kannst, was deine Stärken sind. Und ich glaube, dass das dich so wie einfach nochmals in ein neues Level hineinbringen wird, von wie du wirkst, wie du bist. Und ja, das wünsche ich dir für die nächsten Jahre. Mehr und mehr von dem einfach umarmen, wie Gott dich sieht und wie er dich gemacht hat. Danke. Bitte. Was wäre an unserer Ehe anders, wenn wir Gott nicht hätten? Oh, ich glaube alles, also vieles. Also wenn wir Gott nicht hätten, dann, also nicht jetzt wegen unserer Beziehung schon auch unbedingt, aber auch wegen allem, was in unserer Beziehung ist, die Kinder, die Erziehung, der Alltag und alles. Wenn wir Gott nicht hätten, dann wären wir verloren. Ja. Also ich glaube, es ist so viel einfacher, wenn wir Gott haben, wenn wir einfach ihm alles hinlegen können, und wir sind jetzt nicht wahnsinnig stark darin, das zusammen zu machen, zusammen alles Gott hinlegen, zusammen stille Zeit zu machen, aber wir das, also du und ich, das hinlegen, Gott hinlegen, einfach immer wieder unsere Ehe, unsere Familie, ja. Was an meiner Beziehung zu Gott sticht für dich heraus? Du bist so ausdauernd, auch in deiner Beziehung, wie du die Beziehung zu Gott pflegst. Wie du einfach, ja, dich so in seine Abhängigkeit hineingibst, wie du ganz einfach auf die Kraft von Gott vertraust, in allem drin. Mit unseren Kids, einfach diese Abhängigkeit, die du hast, auch sonst in deinem Job, mit deinen Freunden, das sticht für mich heraus. Und die letzte Frage. Was würdest du auf meinen Grabstein schreiben, wenn ich heute sterben würde? Du, das habe ich mir jetzt noch nie überlegt. Er war stets bemüht. Nein. Er hatte und gab sich Mühe. Nein, du bist für mich wirklich, ja, irgendwie eben im Formulieren, da bin ich nicht so genau, ChatGPT fragen. Du bist, eigentlich bist du für mich eben einer der positivsten, ermutigsten Menschen, die ich kenne. Und du siehst eben, wie ich schon gesagt habe, in jedem einfach das Beste. Und du kannst aus jedem schlechten Ding etwas Gutes machen. Beim Formulieren müsste ich wahrscheinlich noch, genau. Ja. Danke dir. Danke dir. Vielmals. Liebe dich. Ich dich auch.